Also, dieser Schiegerstein, ey. Ich komme damit echt. Echt nicht klar. Der reagiert nur, wenn ich. Doch, jetzt schlägt er aus. Ah! Kann es echt sein? Hä? Dann ist da unten einer. Und da oben einer. Ach du Scheinkleist. Oh. Vollmondnacht. Egal, ich muss weiter, bringt so nix. Abkürzung noch die Mitte. Ich schätze mal gar keine schlechte Idee. Ich segel offenbar schon wieder auf einen zu. Hä? Was soll denn hier einer sein? Vor allem, es heißt ja, es sei in der Nähe, aber ist alles andere in der Nähe. Ganz eine seltsame Geschichte. Und noch ein bisschen Feuerstein, cool. Es hat einiges nach unten gerollt. Ich hoffe nichts Wichtiges. Steinsalz noch. Egal. So. Das sind noch so ein paar seltsame Felsen. Und noch mal ein paar Erze. Ich soll hier durchgehen, aber ich glaube, hier oben ist ein bisschen ungefährlicher. Ein Fluss in der Mitte mit einer relativ starken Strömung. So. Ah! Hier unten ist einer. Der Schiegersensor ist doch zu gebrauchen. Cool. Sehr, sehr schön. Was da oben sein soll. Noch ein paar Erze zum Abbauen. Ja, sieht so aus. Sonst nichts. Habe ich da unten noch irgendwas übersehen? Da ist das gleiche Spiel, wie es aussieht. Plus eine große Felsformation. Also da garantiert ein paar Gegner. Das kann sein, schätze. So, und hier drüben sollen irgendwelche Ställe sein. Keine Ahnung. Ich besuche erstmal den Ridahi-Schrein. So, bin mal gespannt. Bis jetzt waren die Schreine immer ziemlich kurz. Bisher waren sie immer kurz. Bisher. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ridahi. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Ich kenne es ja. Intakt? Das finde ich jetzt ein bisschen schlecht. Ich habe gar kein Taktgefühl. Okay. Wirkt jetzt nicht allzu schwer, zumal ich einen Typ davon schon sehe. Irgendwo noch Truhen, die man leicht übersehen könnte? Vor allem, wieso kann ich hier hoch? Das gibt irgendwie gar keinen Sinn.
Ach ja, bisschen Taktgefühl, aber doch. Hm. Ich werde einfach diesen Schrein nicht schlau. Das geprüft werden soll, ja, kann ich irgendwie verstehen. Aber dafür... Oh. Dafür sind diese Prüfungen irgendwie zu leicht. Oh. So viel zu der Theorie. Hä? Wie soll denn das gehen? Ich kann ihn einfrieren. Oder theoretisch schneller rüberrutschen. Ach so. Vielleicht. Kumpel, komm bitte zurück. Hey! Boah. Gibt's ja wohl nicht. Aber ich komme noch nicht zur Ruhe. Mhm. Jo. Das war jetzt ein bisschen doof von mir gedacht. Mist, na komm, mach wieder. Ich hab einen Plan, ich hab einen coolen Plan. Nein, warte schnell auf. Dann hat geklappt. Ein Kletterkopftuch. Okay, neue Ausrüstung. Hab lange nichts mehr bekommen. Klettertempo höher. Ja, irgendwie steht es mir überhaupt nicht. Aber es hat coole Fähigkeiten. Warum also nicht mitnehmen? So, da unten war das. Ja, da habe ich... Mal Holzfässer. Wenn ich da runter gehe, komme ich wieder zurück. Oh. Ja, hochnehmen. Ah, cool. Wow. Stehen bleiben. Dankeschön. Also, sag mal. Schicker Stein. Nicht rumspucken jetzt. So. Bin da mal gespannt. Entschuldigung kurz, Kumpel. Ich muss das mal... Ich will wissen, was... gar nichts bringt. Wie schaffe ich das jetzt, ohne dass die mir da wieder irgendwie davon springen? So auf hoher Höhe? Ne, war ja klar. Verbindung wird schlechter. Nein, ist egal. Vermutlich nichts drin. So, hab's geschafft. Du trägst einen coolen Hut. Du hast eine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held.
Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Cool, dankeschön. Das ist Nummer 2. Hier ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin dir beistehen. Du kennst es ja. Jetzt hau ab. Wie gesagt, cooler Hut. Irgendwie hat er mich jetzt ein bisschen an Impa aus Skyward Sword erinnert. Sprich an die alte Impa. Von der Form her und von der Höhe und so weiter und so fort. Ah, frische Luft. So. Ich bin noch im Wasser unterwegs. Noch mehr klettern. Shika-Sensor, schlägst du da aus? Ne, jetzt nicht mehr. Okay, erstmal Waffe wechseln. Und dann langsam sich mal... Oh. Hm. Ja, da hinten gut. Das Ziel heißt immer noch Kakariko. Mann, bin ich schon wieder lange unterwegs. Da vorne jetzt, oder was? Da oben? Hä? Noch irgendwie seltsame Felsen. Also ein paar Gegner wären cool, wenn man die irgendwie mitnehmen könnte. Nicht so viel gebraucht, wie ich jetzt gehofft hatte. Verdammte Axt. Dafür war das um einiges effektiver. Ach, ich liebe meine Bombenpfeile. So geil. Mit einer Feuerstelle auch zum Ausruhen. Er schlägt und schlägt aus. Der muss ja ganz in der Nähe sein. Keine Waffen mehr. Wenn er sowieso gleich zerbricht, kann ich ihn auch wegwerfen. Bockstock ist nämlich auch doof. Schwerter sind cooler. Ein paar Hauer, da haben wir nochmal einen Bogen. Interessiert auch kein Schwein, da haben wir so etwas noch. Haben es voll übersehen. Wasser, aber ist auch kein Bock mehr drauf. Was ist da vorne los? Aber so ganz normal brennend. Hat doch irgendwo hier einen Menschen gesehen. Hä? Bin ich jetzt dumm? Ja, bin ich wohl. Jetzt schon, ich hatte ihn irgendwo gesehen. Egal. Was beherbst du Schönes für mich? Ein Bumerang. Kann ich mal testen. So, der muss echt da oben irgendwo sein. Verdammt, da kommen wir doch niemals neben hoch. Da ist eine Truhe, da ist eine Leiter dran. Da dürfte wohl der Reitstall sein. Und da ist wohl der... Ist das der erste? Natürlich ist das der erste Schrein. Geil. Von dem Wasser irgendwie. Aber ist da oben auch noch einer? Und eher wenig, was nicht noch im Wasser. Ah, noch ein paar Schnecken. Cool. Ernsthaft? Kein Zutritt? Platz da, ich bin Link, für mich jetzt immer Zutritt. Oh.
Ich könnte es doch mal. Ich habe nur 3 Stück, aber warum eigentlich nicht? Ist so am Wasser, weil ein bisschen doof deswegen. Ah. Klappt es auch nicht von einem Kryomodul? Man kann ja theoretisch rüberspringen. Irgendwo höre ich ein Geräusch. Irgendwas, das singt. Oh, so viel kommen wir jetzt wieder raus. Ups. Das war sehr intelligent von mir. Reinkommen, kein Problem. Rauskommen, das könnte kniffliger werden. Ja, komm, nicht nächstes rein. Was soll's? Runter bitte. Spikes vom Schreineingang. Ja, gar nicht mal so doof, haben wir uns mal richtig überlegt. Das sind doch Holzdinger, aber das kann ich nicht verbrennen. Hä? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Hayudama. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Wegweisendes Wasser. Okay. Wasser. Weiß mir den Weg? Nicht? Dann machen wir es halt so. Ja, warum auch nicht? Sieht so aus, könnte das Rätsel ein bisschen länger dauern. Okay. Da muss irgendwie so ein Dingsbums rein. Interessant, aber wie bloß? Wieso sieht das irgendwie so selbst... Aha. Haben wir gerade gesehen. Da fällt eine Kugel runter. Ah, und jetzt kommen wir jetzt hier hoch. Wegweisendes Wasser. Hä? Aus der Entfernung? Wird schlecht. Das würde also klappen. Man sieht es, dass er da runter geht. Aber das klappt so. Ah, verdammte Axt. Nein, gibt's nicht. Geh wieder runter. Ja, da müsste es klappen. Nein, nein, ich war... Scheiße. Mann! Mann, ist das weit weg. Ja, doch, das Rätsel war doch ein bisschen kniffliger. Gefällt mir aber. Wenn es weitergeht, bin ich am Schluss nicht zu Ganon gehen, richtiger Rätselmaster. Nö, das war's schon. Sonst gab es doch immer irgendwelche Truhen. Hier keine. Aha. Hab's mir doch irgendwie gedacht.
Drauf aufbauen geht wohl schlecht. Verdammt, wie kommen wir denn da? Geht das echt so? Ja. Erstaunlicherweise klappt das so. Wow, sogar 50 Rubine wert. Wow, das war knapp. Puh. Also wenn ich zu Ganon gehe, bin ich nicht nur irgendwie Rätselmeister, ich bin sogar ein bisschen reich. So lässt sich's doch leben. Wieso verdeckst du dein Gesicht, Kumpel? Hey, ich hab's geschafft. Der auserwählte Held ist hier. Unser Name ist Link. Du hast eine Prüfung gemeistert und zwar bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht dir ein Zeichen der Bewährung. Und Nummer 3 wieder. Geil. Hier ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin dir beistehen. Bei deinen Abenteuern. So zahlreich sie auch sein mögen. Geh jetzt. Für immer und ewig. Ja, die Rätsel werden doch ein bisschen knackiger mit der Zeit. Aber wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Hoffe, es geht im Tempo so weiter. Ernsthaft, du hast die Stacheln irgendwie erschaffen, um mich zu prüfen? Okay. So, da ist dann Reitstand, das ist ein seltsamer Typ da in der Mitte. Da ist wieder. Ah, da ist der Steinbock von vorhin. Großer Bruderbrücke heißt die. Hä, wieso großer Bruderbrücke? Muss ich das verstehen? Wieso haben wir jetzt da drüben irgendwo Menschen gesehen? Na, ist ja egal. Die Karte diesem Ort hier, wenn ich da weitergehe. Dann komme ich hier zu ganz neuen Gebieten, der muss sowieso hoch. Stimmt ja. Aber erstmal gucken, was haben wir denn hier noch Schönes? Hätte auch ein Krog sein können. Ah, wieso muss es immer so hoch sein? Ja, scheiß Wind. Was steht denn da unten plötzlich? Ein Schwert, das verrostet ist. Nee, kein Bock drauf. Was denn da vorne doch? Ah, Pferde. Sonst so? Nichts. Berge über Berge. Das ist ein Wasserfall. Schreine in der Art? Nee. Ach, übrigens, wenn ich beim Thema Schreine bin. Da ist ja der Schrein. Wie sieht's denn da oben aus? Könnte da oben ein... Da ist einer. Ich hab dich. Hä? Direkt daneben. So, wie kommen wir da hoch? Von hier Anlauf nehmen? Ja, ja. Vermutlich Zwillingsberge. So ein Quatsch. Achso, ist nur so ein Teil.
Und dann doch eigentlich runterschmeißen. Na komm schon. Nichts sehr Wichtiges. Egal. So. Gehen wir uns jetzt im Rennstall, wenn wir mal wissen, wie ich dann nach Kagriko komme, ob es da aber problemlos hingeht. Oder mich noch irgendwelche Gefahren erwarten. Ist noch was? Alles verrostet hier. Na gut, im Wasser. Wen wundert's? Schade. Das hätte doch ein leckeres, geflügeltes Abendessen gegeben. Wo ist der andere Typ plötzlich hin? Hä? Ist er ständig einer umhergewandert? Wo ist der hin? Spinne ich jetzt? Offenbar schon. Und ich bin im Stall der Zwillingsberge. Kann ich hier alles mitnehmen? Dankeschön. Wenn keine Äpfel mehr da sind, bringen die Kinder neu. Mir wurde gesagt, ich kann so viele nehmen, wie ich möchte. Okay, machen wir das auch so. Dankeschön. Und sie... Hallo, ich wollte fragen, wer Sie sind. Guten Abend, ich habe noch gar nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich wie es hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedauert hätte. Allerdings treiben sich ihm noch Monster herum und im Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Ihm noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls soll ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin? Medizin wird hergestellt, indem man Insekten und Monster mit Materialien mischt. Sie füllt zwar nicht dein Herzen, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast und dir noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Du musst mir regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich gebe dir zu meiner Medizin ab. Dankeschön. Eine Spurtmedizin. Mit Spurtmedizin kann man schnell laufen. Ich nehme die immer, wenn ich vom Monster weglaufen muss oder wenn ich es eilig habe. Sie besteht nur aus Spurtechsen und Monstermaterialien. Es habe ich da immer mindestens 10 Stück dabei. Okay. Was bist du für... Lass mich runter! Lassen offenbar keine Eier fallen. Dumm. Ah, jetzt aber schöne Pferde. Also ich bereits den nächsten Turm. Hey Wuffi! Na, alles klar bei dir? Ah, die große Verheerung Ganon. Hier wissen auch alle davon. Wenn noch mal ein Ort, wo es sehr, sehr viel mehr Menschen gibt. Jetzt würde rein. Liebes mich hier ein bisschen ausruhen, aber scheiß Regen, kein Feuer. Keine Chancen übernachten. Bestimmt da drüben. Was da drüben kann ich irgendwo. Na, Kumpel, kann bei dir irgendwie vielleicht Zimmer nehmen für die Nacht? Willkommen, darf es eine Übernachtung sein? Normales Bett kostet 20 Rubine, ein Luxusbett 40 Rubine. Ich nehme. Was ist eigentlich der Unterschied? Ganz besonders stolz, ist etwas teurer, man schläft besser und hat mehr Energie. Bei uns übernachtet man. Ich nehme ein normales Bett. Also, bis morgens. In geruhsamen Schlaf, bis morgen früh.